Büroklammern habe ich parat gemacht. Da solche Paperclips. Ich möchte gerne heute dekorierte Büroklammern mit euch machen. Und zwar für unser schönes Halloween-Journal brauchen wir noch irgendetwas ein bisschen zum Anstecken. Da habe ich noch so ein bisschen Die-Cuts, irgendwas. Oh, das sehe ich. Das ist gar nicht ganz alles rausgenommen. Und ich von meiner C6 ausgestanzt habe, ein paar Sachen. Ja, genau, wo da vielleicht noch ein bisschen dazu passt. Und dann würde ich doch sagen, lassen wir doch einfach gerade los. Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wir haben auch schon miteinander dekorierte Büroklammern gemacht. Und es ist ganz einfach für die das Video noch nicht gesehen haben zu diesem Thema. Ich nehme mir jetzt einfach hier mal so ein Papierli, das da noch gerade so umeinander fliegt. Und da könnte ich mir doch jetzt auch gerade so eins machen. Da machen wir mal ein bisschen, noch ein bisschen breitere. So, einmal so und einmal so. Das lassen wir doch einfach gerade so riesig. Ich finde das cool. Ich finde das schön, wenn sie ein bisschen gross sind. Und das Geräusch da im Hintergrund, das passt natürlich extrem gut zum Halloween-Journal. Das Knurren von einem Wolf im Hintergrund, von einem Werwolf. Nein, natürlich nicht. Das ist das Schnarcheln von meinem Fidöli. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, ich werde nicht angegriffen in der nächsten Zeit. Also, dann, wie funktioniert das? Ich muss die Dinger da so anmachen und dann kleben wir das zu. Und ich glaube, es scheiden sich die Geister, ob man jetzt das grosse innen oder aussen haben will. Ich finde es eben ein bisschen gäbiger, wenn es innen ist, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann es so ein bisschen besser anstecken. Aber ich würde einfach mal sagen, ihr macht das einfach gerade so, wie ihr lustig seid. So, wie es euch besser gefällt. Und ich stecke jetzt die einfach mal da dran. So, jetzt ist, glaube ich, das Hündchen ab seinem eigenen Geschnarchel erwacht. So. Ups. Gang da rein. So, leg. Oh. Die sind immer irgendwie so verbogen. Keine Ahnung. So, und der grosse da noch. So, voilà. Man kann natürlich auch ein kleines bisschen festeres Papier nehmen. Ich habe das eigentlich ein bisschen lieber, wenn das ein bisschen... Oh, schau jetzt, das wäre jetzt aber schöner gewesen. So. Ah, wieder mal typisch. So. Was wollte ich sagen? Ich habe es ein bisschen lieber, wenn es ein bisschen als Untergrund ein bisschen festeres Papier ist. So. Aber auch das spielt eigentlich nicht so eine grosse Rolle. Kann man machen, wie man will. Und ich will es jetzt halt gerade so, weil mir jetzt gerade die Papierchen so in die Hände gerutscht sind. Und ich dachte, hey, jawohl, mit dem basteln wir jetzt doch einfach weiter. So, ich klebe das so zusammen und nachher kann ich das hier dann dekorieren. Ganz easy. Ich habe mir wieder mal ein bisschen viel vorgenommen, sehe ich gerade. Noch. So. Zuklappe. Voilà.
Solig. Ey, weißt du, was würde mich mega interessieren? Ob ihr Halloween feiert. Oder ja, feiern kann man ja nicht so sagen, aber bei uns im Dorf zum Beispiel hat sich da wirklich so eine richtige Tradition entwickelt, wie in Amerika, gell, dass die Kinder von Haus zu Haus gehen läuten und Süßigkeiten verlangen. Und ja, wenn man am richtigen Ort geht, mittlerweile kennt man so ein bisschen, wo das man läuten kann. Welche Quartiere da sehr belebt sind und so. Und dann verkleidet man sich da tatsächlich. Und dann bringen die Kinder da säckweise Süßigkeiten heim. Total gestört. Aber ja, ich finde es noch herzig, vor allem die Verkleiderli-Sache, die kennen wir ja von der Fasnacht und so. Und meine Kinder haben die Fasnacht immer geliebt. Und Halloween, so, jetzt machen wir doch das auch gerade umgekehrt, dass da draussen viel schöner ist. Halloween ist halt so ein bisschen wie die gruselige Form von Fasnacht, würde ich sagen. Da kann man sich mal einmal mehr noch ein bisschen verkleiden. Von dem her finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass jetzt wir da eine amerikanische Tradition irgendwie übernommen haben oder so. Weil, ja, eben so zu verkleiden ist ja eigentlich schon noch recht witzig. Wie ist das bei euch? Kommt das bei euch manchmal läuten, wenn die Kinder da Süßes oder Saures? Solig. Jetzt hätten wir die. Und jetzt habe ich hier noch so ein paar Fötzeli. Oh, Moment. Der ist noch nicht gerissen. So, haben wir das. Und dann, das ist etwas Komisches. So. Voilà, ah ja genau, von dem Ruffle-Zeug hätte ich gerne noch ein bisschen etwas her da. Da noch ein bisschen hübsche Schrift. So. Oh ja, das sieht doch cool aus. Haben sie es umgeschossen. Bravo. So. Wo habe ich jetzt das Band? Ah, doch. Das hier. Oder ist es blöd? Nein, ist jetzt gerade doch ein kleines fettes Teil. Und was ist mit dem? Ja, da könnte man zwar noch ein bisschen... Da könnte man noch etwas näher kommen. Hey. So. Da. Ja, genau, so. 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 Und irgendwie so. Ah, alles oben. Das muss ich ja nicht unbedingt ziehen. So.
Jetzt ist gut. Und wie wäre es denn noch ein bisschen mit dem? Na, das können wir ganz am Schluss noch. Jetzt brauchen wir da noch ein bisschen etwas, irgendwas Gestempeltes. So. So. Ist das gut? Keine Ahnung. Können wir doch da noch ein bisschen. So, und können wir jetzt das noch? Jetzt könnten wir auch da noch. Aha. Decke anbeissen. So. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt weiss ich natürlich nicht mehr, wie es war. Bravo. Keine Ahnung. Oh nein, dann bloß ich noch alles fort. Hey, eins ums andere, gell? Einfach eins ums andere. Keine Ahnung. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen spät am Abend. Oder irgendwie, ich glaube, das Gefühl, ich muss ein bisschen stressen. Aber nein, nicht stressen. Einfach machen. He? Einfach machen. Ich muss ja auch nicht alle gerade sofort machen. Ich habe doch einfach hier schnell ein bisschen mit euch zusammen wollen. So, Moment. Da. Einfach zeigen, wie ich jetzt hier meine dekorierten Büroklammern mache. Für das müsst ihr auch nicht unbedingt jetzt gerade alle sehen, oder? Also ich meine, oh, schön drauf getöpelt und da haben wir gerade schön das da verrutscht. Drauf drüber geklebt, so. So, ich meine, es kommt ja dann noch irgendetwas, weißt du, irgend sowas. Jetzt geht das mal trocknen. So, und dann hier. Halt, da werden wir auch noch. Da könnten wir noch solche machen. Da. Oh, was ist denn da passiert? Die habe ich jetzt also einfach irgendwo abgehackt. Das ist ganz gespässig geworden. Oh, jetzt ist es besser. So. Und so. Das kommt jetzt natürlich auch mit dem Stiftleim. Wären wir ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger, ein bisschen einfacher unterwegs. Ich weiss es doch auch nicht. Warte jetzt mal, das ist ja... Oh, ich weiss es doch nicht. So. Das ist auch hübsch geworden. Jetzt machen wir da, komm, da machen wir auch irgendetwas, aber das ist ein bisschen blöd. Machen wir da nochmal, oh, die angefressenen, nein, schau jetzt, der geht nicht.
Da wegen der Büroklammer, das hätte man irgendwie vorher müssen. Aber ich glaube, ich schneide dem jetzt einfach so die Decken ab und fertig. Dann hätten wir das auch schon gemacht. Gar nichts Kompliziertes. So. So, ich habe doch einen kleinen blöden Platz verwünscht, merke ich gerade. Mit ein bisschen wenig Licht. So, also komm, jetzt probieren wir das gleich einmal schnell mit dem Stiftlein. Vielleicht sind wir ja dann doch ein bisschen fixer. So. Das Komische hat draufgeklebt. Ganz komisch. Sonst machen wir das jetzt einfach da. So, fertig, Schluss. Ja? Voilà. So, sieht man da überhaupt irgendetwas von diesen Sachen, die ich da schon gemacht habe? Hei, so, also. Und dann da kommt da schon so ein schmales. Dann machen wir auch gerade so. Einfach schnapp, Ecken ab. Hübsch. So, das ist schon so fertig geginkt. Eins von denen, die wir mal parat gemacht haben. So, aber jetzt ist das irgendwie... Siehst du, es geht gleich nicht. Irgendwie. Ich weiss doch auch nicht. Oh, jetzt haben wir den nicht geginkt. Gut, können wir auch noch ein bisschen. So, also. So. Und dann noch so, hä? So, und da gehen wir jetzt einfach so noch ein bisschen drüber. So, gut. Voilà. Und jetzt haben wir hier noch einen. Ja, hey, schau mal, da kommen wir doch jetzt recht fix vorwärts. Da muss doch niemand überlegen. Da. Nein, schau jetzt. Wieder nicht. Ist das jetzt wieder wegen der Büroklammer? Es hat hier irgendwie zwei gegeben. Und ich blase es wieder fort. Bravo. Ja, gut. Jetzt ist es so, wie es ist, gell? So. Mal alles von Hand nachschneiden. So. Mal. Das ist doch gut jetzt. Ist doch gut jetzt. So, jetzt wendet ich das schon wieder alles fortblasen.
So, ich weiß doch auch nicht. Irgendwie so. Irgendwie so. Es gäbe bestimmt die perfekte Ausrichtung. Irgendwie so nach Feng Shui oder so. Und unsere ist jetzt halt einfach die nach Handgelenk mal Pi, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich finde die auch nicht schlecht. He? Da und da überall noch so ein bisschen drüber. Subi. Die gefällt mir jetzt aber also noch so. Aber jetzt brauchen doch die noch das gewisse Etwas, oder? Gang weg. Also, und jetzt. Was haben wir hier? Eine Libelle, die ist ein bisschen sehr gross. Die würde, ja, zwar da würde ich jetzt noch drauf gehen, aber es ist ein bisschen wirr. Da haben wir das super hübsches schwarzes Sommervögel. Das ist auch noch schön. Vielleicht. Was haben wir noch? Oh, schau mal, das ist doch geil. Oh. Nice. Oh, das ist sehr cooles. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist doch cool. So, Schöner Mond. Verdeckt mir aber ein bisschen zu viel. Ich weiß. Ich bin schlimm. Das verdeckt auch viel. Nein, das muss da. Wir haben ein bisschen viele grosse Sachen, merke ich gerade. Aber ja, der Mannsgockel, der darf nicht mitmachen. Nein. Was haben wir denn da noch für düstere Standteile? Ich habe doch sicher noch irgendetwas Kleines, so einen Kreis oder so. Nicht? Meine ich das nur? Ich meinte, ich hätte noch so kleine Kreise gehabt. Das noch Tabs, die werde ich dann ein anderes Mal noch reinkleben. Ja, und sonst nehmen wir nichts von diesen Standteilen, sondern irgend so ein Bild hätte ich jetzt auch noch cool gefunden. Oh, schau jetzt, da ist noch Tante Winifred. So, jawohl. So, alles geht wieder da rein. In der Hoffnung, dass mir irgendwann den Deckel wieder zubringt. So, jetzt hat die mir aber so einen komischen Rahmen. Das ist eine komische Farbe. Ich glaube, das ist, weil ich dort noch Gold drüber rein gemacht habe. Darum tue ich jetzt da halt noch mal ein bisschen mit Walnusssälen drüber rein. So, und dann passt es schon ein kleines bisschen besser. So, das grosse Tante kommt hier drauf. Haha, sehr cool. Sehr cool. Jetzt da kann man leider nicht so gut inken in diesen Zwischenräumen. Aber so wenn schon. Dann aussen noch.
Und ich glaube, wenn ich das mit dem Stiftchen mache, und zwar so, weißt du, dann flittert das nicht allzu fest durch die Löchchen durch. Das habe ich auch noch gemeint. Da, wo haben wir es jetzt gehabt? Da. Das ist doch ein cooles Viech. So unheimliches. Und dann Sommervögel. Auch genau gleich. Ja. Ich glaube, ich habe es einfach gehofft, dass es weniger durchflittert. Mal, ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, das ist gut. Was habe ich jetzt? Habe ich jetzt eins weniger gehabt? Habe ich jetzt dort keins? Habe ich da nichts drauf gehabt? Oder habe ich das jetzt auch schon wieder weggewindet? Spinnt es mir jetzt? So. Noch. Dann suchen wir halt für da noch etwas. So. So, leg. Aha. So. Okay, ich habe eine Idee gehabt. So, ich habe ja nicht so viel Gruselstempel, aber ich habe hier eine Krähe mit einem Totenkopf. Und wenn ich jetzt, das ist ein bisschen klein, he? Auf so ein Bild, in so ein Bild rein, den Totenkopf reinstempeln. Also komm, probieren geht über Studieren. Totenkopf. Schön mit den Blümchen. Passt jetzt aber irgendwie von der Farbe nicht so ganz. Jetzt probieren wir es mal an. Von der Grösse her wäre eben der am coolsten. Ui. Oh, okay. Der finde ich sieht recht gut aus. So, komm, das machen wir so. Noch ein kleines bisschen braun Inken rundherum. Schliesslich ein Bilderrahmen gehört braun her. Braun, so. Gut. So, natürlich die Schrift verkehrt auf dem Bild, aber ist egal. So. Hey, sehr cool. Mir gefällt es. Ich finde es gut. Jetzt habe ich eben noch ein bisschen von dem hier. Denkt, könnte man irgendwie noch beim einen oder anderen, schon nicht gerade bei jedem. Das ist so ein Gefotze. Zum Glück benutze ich das nicht als Deko. Das wäre mir viel zu fötzelig. So, aber ich finde zu dem hier passt doch jetzt das noch recht gut, weil das ja auch so ein
so ein fötzeliger Typ ist, der da drauf ist. Jetzt habe ich irgendwie meinen Tacker verhühnert. Hier. So. Ja, siehst du, es geht alles total auseinander. Das ist so fusselig. Voilà, oh ja, das ist gut. Das ist super. Gefällt mir. So, da passt es vielleicht nicht so zum Sommervogel. Machen wir noch. Wenn wir hier noch bei der Tante Winifred, könnten wir auch noch ein bisschen. Da passt doch das gerade noch so schön. Anecken einfach. Einfach ein bisschen anecken hacken. So. Und so. Schnell schauen, was da alles drauf kommt, wenn man das ein bisschen frisiert. Passt mir das nicht? Irgendwie passt mir das nicht so. Aber ich kann es nicht ändern. Nur abhacken. So. So ist gut. So, zack. Jetzt könnten wir doch die... Ich räume wieder alles ab. So. Könnten wir doch die noch irgendwo da drin platzieren. Jetzt sind es zufälligerweise gerade 5. Und ich habe doch 5 Signaturen. Was ich wieder einmal nicht drauf geschaut habe, ist, dass ich noch ein paar mache, wo man von der Seite dran tun kann. Oh, schau mal. Das sieht auch geil aus. So. Ja, von der Seite. Das wäre jetzt schon noch schön gewesen, wenn man das Paar noch so hätte dran tun können. Aber hey, ist doch alles okay so. So. Oh ja, ich finde den gut. Das ist, glaube ich, mein Lieblings. Nummer 3. Wo würde also noch? Da würde noch etwas reinpassen. Super schön. Das ist auch eine meiner Lieblingsseiten. So. Und Nummer 4. Wo tun wir Nummer 4 rein? Vielleicht auf der Doppelseite. So. Und die letzte. Nein, das ist ein kleines dünnes Papierchen. Ich will ja schliesslich nicht, dass es dann irgendwie reisst oder so. So. Oh ja, schau mal, das passt doch hier zu diesem Blättchen. Das finde ich schön. Solig, hey, unser Journal wird langsam immer dicker. Das ist doch schön. So, ich verabschiede mich hier mit meinem Lieblings. Ich finde, das hat jetzt gerade mega Spass gemacht.
Und mit euch zusammen ist es natürlich noch viel lässiger, wenn ich da so etwas im Zeugs rumbasteln kann. Und darum würde es mich mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Bis dann. Tschüss.